2 Sekunden länger irgendwie aus Versehen. Und man hat einfach noch den richtig fettesten Furz auf dieser Welt am Ende von dieser Sprachaufnahme drauf. Okay. Du bist hier mit dem Blatt, das machst du vortragen, oder wie? Bist du bereit? Ich bin ready, ja. Sicher? Nein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin einmal da mit dem... Meiler, salut zusammen. Salut zusammen! Wir machen heute ein mega nices Video. Und zwar haben wir jeweils 8 Sachen aufgeschrieben, bzw. Stories. Und wir müssen vom jeweils anderen herausfinden, ob es wahr ist oder falsch. Heftige Stories, also wirklich Ja. unglaubliche Ja, Stories, die also, wir hier liebe für euch Frau. parat. Ihr müsst dranbleiben. Wir haben übrigens auf seinem Kanal auch noch ein Video gedreht. Was haben wir dort gedreht? Wir haben dort Songs erraten gemacht und wir haben wirklich alle Songs perfekt erraten, wie Ja. sie unglaublich gut waren. Da müsst ihr unbedingt vorbei schauen, für das deine Zuhörer, für das deine Zuschauer das Ganze auch checken. Genau, also schaut doch mal vorbei. Und ich muss sagen, jetzt fangen wir mal an mit dem Video. Let's go! Scheiße, viel zu früh! Ich bin nicht gewohnt, das ist das erste Mal. Ich war schon gestresst vor dem Video. Dann würde ich doch sagen, fangen wir doch mal an mit dem Video. Let's go! Nein, mit Spaß nicht. Egal, vergessen wir es. Ist kacke. Als ich klein war, als ich in der alten Wohnung gewohnt habe, haben wir so ein Hochbett gehabt. Ich habe oben geschlafen und mein Bruder unten. Wir hatten unten dran so eine Aufmachschublade gehabt, dort hat das Lego drin gehabt und ich bin mal dort runtergefallen, Kopf voran und dann ein Loch im Kopf gehabt und wir sind ins Spital. Du bist in die Lego-Kiste gefallen. Kopf voran. Und Lego ist der Pain. Also wirklich das Schlimmste, was ich habe. Okay. Das hast du so gut erzählt, so gut, so weit her. Ja, aber irgendwie siehst du nicht so aus, als ob du das Loch im Kopf hast. Das ist jetzt ein Kompliment. Ich weiß es auch nicht, ich weiß es nicht. Nein, aber ich würde sagen, die Story, die du mir da verzapft hast, die ist richtig. Nein, die ist falsch. Mann, hä? Aber es ist meinem Bruder passiert. Ah, dein Bruder? Oh Mann, Ja. hey. Ja, aber auf jeden Fall, hätte ich können sein. Hätte können sein. Also, meine erste Story. Ich bin mal lang im Ausgang gegangen, meistens nicht so im Ausgang, aber ich bin spät heimgekommen. Nur spät, so wahrscheinlich 3 Uhr morgens oder so. Ich bin aufs WC gegangen, habe mir nichts Böses dabei gedacht, ich war halt schon relativ müde gewesen. Und während ich auf dem WC war und ich weiß nicht mehr welches Geschäft, bin ich einfach eingepennt auf dem WC. Safe falsch. Sicher? Nein. Bist du sicher? Ja, wenn du jetzt so fragst, dann sowieso. Weil, ich würde sagen, weil es ist falsch. Eben, du bist sowieso nicht der trinkt. Und wenn du trinkst, dann vielleicht nur so ein Bier oder keine Ahnung, du wirst nie so viel trinken, dass du gerade irgendwo in einem Geschäft in der WC wirst einschlafen. Nicht im Geschäft, daheim. Ah, Nicht in einem Geschäft. Hast du etwas falsch verstanden? Oder? du hast doch Was ist gesagt, da du los? weißt nicht mehr, in welchem Geschäft. Habe ich gesagt Geschäft? Habe ich wirklich gesagt Geschäft? Dann ist es sowieso falsch. Ja, Geschäft gewesen vielleicht wieder. Ja. Aber auf jeden Fall, die Story die ist erstunken und erlogen. Ja, eben. Ja, ich meine, das ist eine Papa-Story, da kommen wir nie drauf. Ja, moin. Meine Eltern waren in der Ferien und wir 3 Kinder haben bei der Familie gepennt und der Vater von denen ist mein Volleyballtrainer. Und wir sind mit denen auch in die Body gegangen. Und ich habe jetzt erstmal einen Tampon benutzt. Weil ich noch nie vorher einen Tampon benutzt habe. Und dann ist die Mutter, also die Frau vom Volleyballtrainer, ist zu mir gerannt, als ich in den Pool gehen wollte. Und hat gesagt, dass mein Väterchen rauslampt. Okay, scheiße nochmal. Schwer, aber du hast dich so lang aufgesponnen und überlegt, das ist wahr. Ja, die ist wahr. Das ist wahr? Ja. Früher, wenn wir mal Kinder waren, also alle waren mal Kinder. Nein, wenn ich mal jünger war, früher, haben wir mit ein paar Kollegen, alle zusammen, haben wir so eine Rivella-Flasche drin gepisst. Ja? Und dann haben wir die Flasche einem Kollegen gegeben und gesagt, hey du, hast Durst oder wie? Willst du ein bisschen Rivella? Aber ich weiß nicht, ob er es getrunken hat, aber er hat auf jeden Fall so, oh nein! Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall haben wir das gemacht und ich muss sagen, ich schäme mich fast ein bisschen, das zu erzählen. Aber ja, das war die Story. Das ist wahr. Also, ich weiss nicht, ob du so böse wärst, aber wenn du sagst, du hast ein schlechtes Gewissen, dann vielleicht schon. Ja, stimmt, das ist wahr, stimmt. Wieso? Wieso? Ja, ich bin echt voll gut. Du bist immer voll gut, richtig du hast alles richtig. Ja, aber Nein. oh gut. Als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe. Schon mehr. Ja, Entschuldigung! Im gleichen Mal, das ist im gleichen 2 Wochen. Nein. Dort habe ich das erste Mal einen Tampon benutzt. Aha. Nein, als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe, dann bin ich bei meinem Freund gewesen. Und am nächsten Morgen hatte ich so eine richtige geile Flutlade dort. Und nachher, Im Bett. Ja.
Und mein Freund hat es nicht gemerkt und dann musste ich das der Mutter sagen vom Freund und das war auch noch cringe gewesen, und dann hat sie es dann für mich waschen und ich habe es ihr dann später erzählt. Ja. Also, du bist wahrscheinlich 13, 14, 12. Ich weiß nicht wie alt, aber in dem Alter ungefähr. Da hast du nicht bei deinem Freund geschlafen und das ist falsch. Doch. Also nein, okay, nein, die Story ist falsch. Okay, wenigstens habe ich es richtig. Ja. Ich habe mal einer alten Dame helfen, für über die Straße zu laufen. Und ich wollte sie helfen. So. Und dann hat sie einfach mir baff, einen Klapp gegeben. Safe falsch. Weil, also keine Ahnung. Du bist zwar ein netter Dude, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau dort ist. Ja. Und dann willst du ihr helfen und sie klatscht dir ins Gesicht. Das ist nur in den Filmen so. Ja. Das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Ey, ist das so? Schreib mal in die Kommentare, ganz ehrlich. Ist das so einfach herauszufinden? Du bist doch ein schlechter Lügner. Ja, Mann, ey. Als ich irgendwie 14 war, hatte ich einen Freund gehabt. Und dort habe ich immer... Nein, ich habe ihn dort neu kennengelernt. Nein, ich habe einfach dort kennengelernt, wir haben so ein bisschen geschrieben und so. Also er war einfach nur so ein bisschen mein Crush. Ich weiß aber nicht, ob wir zusammen waren. Und wir haben miteinander geschrieben und Sprachaufnahmen geschickt. Ich habe eine Sprachaufnahme aufgenommen und musste so dringend furzen, dass ich gemeint habe... Also ich habe so geredet und dann habe ich so wirklich schnell geredet und dann habe ich die Sprachaufnahme beenden und ich habe 2 Sekunden länger irgendwie aus Versehen und man hat einfach noch den richtig fettesten Furz auf dieser Welt am Ende von dieser Sprachaufnahme drauf. Oh Mann, das ist aber auch schwer. Ich weiß nicht. Das stimmt nicht. Doch, es stimmt! Ich war mal im Zug von Bern auf Zürich und dann habe ich kein Ticket gehabt. Von Bern auf Zürich? Mhm. Ja, das ist doch möglich, oder? Du hast kein Ticket gehabt? Ah, das ist schon vorbei? Nein, ich habe kein Billett gehabt und dann ist der Kondukteur gekommen und dann hat er mich so konfrontiert mit dem Scheiß und ich habe so gesagt, ich habe ihn überredet, dass er mir keinen Bus gibt. Okay, das ist richtig, das ist wahr. Nein. Nein! Das stimmt nicht, nein. Ich würde sagen, du bist kreativ. Ich bin ein gewissenhafter SBB-Fahrer, fahre immer mit Billett. Ich bin schon mal im Kino und am Konzert, also zweimal, eingeschlafen. Also wirklich komplett eingeschlafen und erst aufgewacht, als der Film und das Konzert fertig war. Im Kino okay, aber an einem Konzert? Hast du sitzen im Konzert? Ja, ich bin einfach auf dem Boden gelegen. Das... Hinter den Stühlen. Hinter den Stühlen? Gut, aber ich sage jetzt einfach mal, my guess, im Konzert schlafen wir eigentlich nicht ein. Das ist falsch. Das ist wahr. Ich bin so müde, ich bin einfach eingeschlafen. Also ich bin auf einer fremden Jacke eingeschlafen. Ja. Du bist eingeschlafen im Konzert? Ist es wirklich so scheiße, das Konzert? Ja, nein, ich war so müde und ich bin einfach am Boden gelegen. Mann! Nach Konzert einpennen. Ei. Also ich bin mal, es ist gar nicht so lange her, ich war im Zoo, gerade über die deutsche Grenze, ohne Pass und ID. Sie waren beide abgelaufen. Also ich war gar kein offizieller Schweizer mehr. Ja, ist wahr. Ja. Kommen wir zu meiner letzten Story. Ich war in der Schule und ich habe verschlafen. Und ich bin auch in die Schule gegangen. Und ich habe mich immer richtig in den Spiegel anschauen und alles. Und ich habe in der Schule gemerkt, also du merkst schon so, wie Leute den anschauen. Und ich bin aufs WC und ich habe gemerkt, dass ich so fettige... Also ich habe noch nie in meinem Leben so fettige Haare wie dort. Also es ist wirklich... Also du hast gesehen, ich habe noch nasse Haare. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, dass ich einfach wieder heimgegangen bin. Und bist du einfach ohne heim? Ja. Wie lange bist du da? Hä? Eine Lektion oder so? Ach, keine Ahnung, wir haben 2 Lektionen oder so. Ja, das kann sein. Nein, es kann sein, aber ich sage jetzt, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Yes! Ich habe nämlich gedacht, das kann sein. Das ist, ja, okay, kann man machen. Nein, so. komplett falsch. Ich war mal in Mallorca in der Ferien, nochmal in Mallorca in der Ferien. Und dort war es noch eine Frau mit einem kleinen Kind. Schon ein bisschen, würde ich sagen, Volumen ist da. Volumen ist da. Und sie ist so gelaufen und dann einfach aufs Mal ist sie komplett auf dem Trottoir komplett am Boden geflogen. Und dann hat sie so umgemögt, einfach irgendetwas auf Spanisch hat sie geflucht. Und ich und mein Kollege, anstatt zu helfen, haben wir einfach nur komplett lachen. Die anderen waren am Boden, so wie ein Käfer auf dem Rücken. Nein, nicht gerade, sorry. Aber ungefähr so ist sie dort gelegen und wir einfach nicht kennen. Aber
Ja. Oh, ist jetzt schwierig. Also, jetzt, ich bin vielleicht ein bisschen böse Mensch. Ich wäre auch so einer, der voll will lachen, aber ich weiß nicht, ob du auch so böse bist. Ja, okay, safe war. Ja, stimmt, ja. Stimmt, Oh, ich bin auch gerne dabei gewesen. Ja, das war es eigentlich mit dem Video. Ich glaube, wir sind beide... Du bist zwar am Schluss, hast mich noch aufgeholt. Ich weiß es nicht genau, am Ende bin ich nicht schlecht gewesen. gewesen. Ich würde so sagen, ja. Ja. Dann würde ich sagen, ist das mit dem Video. Gebt doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und Abonniert den Kanal. ja, und gerne bei seinem Video vorbeischauen. Es ist wirklich mega lustig geworden. Und dann doch mit Krokodil, jetzt darfst du das gerne Jetzt muss ich das bei deinem Kanal machen, einfach so. Also, wie muss man machen? Ich weiß nicht genau. Einfach so. Ding! So muss man, oder? Ich mache jetzt am besten einfach ohne irgendwas. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Tschüss! Ist das gut gewesen, oder so? Ja, das hast du super gemacht.